Sois loué le Dieu d'amour, tu es le seul que je connais, tu es le seul qui est capable de transformer la vie des hommes, tu es le seul qui est capable de guérir toute maladie, tu es le seul qui est capable de ressusciter même les morts. Oh, Éternel, sois loué. Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich wieder vor euch treten darf und ich danke den Herrn sehr dafür, dass er mir diese Gelegenheit wieder schenkt. Wer auf dem Herrn hofft, wird niemals zu Schanden werden, sondern bekommt sogar ein Zeugnis. Ich bin hier, weil ich eines mit euch teilen möchte. Ein aktuelles Zeugnis aus meinem Leben, was ich gerade mit dem Herrn erlebt habe. Ich habe es dem Herrn versprochen. Bitte, Herr, heile meine Schwester und ich werde es laut und überall erzählen, wie gut du bist, wie gütig du bist, wie groß du bist. Und deshalb lesen wir mal zuerst im Wort Gottes. Wir lesen im Psalm 9, Vers 2 und 3. Hier steht: Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken. Von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Ich freue mich über dich und juble dir zu. Ich singe zu deiner Ehre und preise deinen Namen, du höchster Gott. Ich habe alle Grund dazu, Gott zu preisen, denn er ist so gut. Er hat seine Güte an uns wieder gezeigt. Meine Schwester war krank, nicht nur eine, ich meine Schwestern, 3 meiner Schwestern. Ich habe eine große Familie, ich stamme aus einer Familie mit 12 Kindern und 3 große Schwestern von mir in Belgien waren krank. Sie waren an den Coronavirus-Erkrankung Covid-19 erkrankt und eine davon sehr schwer. Die ist im Krankenhaus gewesen, hat 2 Monate lang im Krankenhaus gelegen, 1 Monat davon auf der Intensivstation. Wie sie auf der Intensivstation war, dort war sie über 2 Wochen im Koma gelegt, mit vielen verschiedenen Komplikationen. Aber Gott ist so treu, er hat unsere Gebete erhört und hat sie auch geheilt wie die anderen 2. Also alle 3 sind wohlauf. Aber in dieser Zeit, wo es so schwierig war, gab mir der Herr ein Wort, was so wie ein Grund war, wo ich und meine ganze Familie, wo wir uns stellen konnten. So wie Paulus es zum Beispiel im Apostelgeschichte 27, Vers 22 zu dieser Mannschaft gesagt hat oder die Mitreisenden, wo sie in Not geraten waren auf dem Weg nach Rom, hat er ihnen gesagt: Verliert keinen Glauben, gebt nicht auf, gebt nicht auf. Und dieses Wort, was mir gegeben wurde, wie es bei uns in der Familiengruppe, WhatsApp-Gruppe mit meinen Geschwistern, es hat angefangen: Wow, was ist denn los? Eine ist im Krankenhaus, jetzt kommt die nächste. Wo führt das hin? Ich habe gesehen, die Sorgen steigen. Und dieses Wort kam einfach, ich habe es reingeschrieben, sie werden, also 2 waren im Krankenhaus, sie werden unter den Menschen gezählt werden, die diese Krankheit überlebt haben. Dieses Wort war für mich wie eine Verheißung. Und ich weiß, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Sagt uns die Bibel, hat Abraham schon geglaubt, unser Vater im Glauben. Hat gesagt, was Gott verspricht, das kann er auch tun. Und für mich war dieses Wort, sie werden unter den Überlebenden gezählt werden, so wie eine Verheißung. Und auf der bin ich so festgestanden und meine Familie, meine Kinder, mein Mann und meine große Familie, wir sind drauf gestanden und haben Gott vertraut. Und wer Gott vertraut, wird niemals zu Schanden werden, wie ich vorhin gesagt habe, sondern Gott ehrt den Glauben. Wenn wir an ihn glauben, dann können wir ihn wie in dem Psalm, den ich gelesen habe, ihn einfach loben und preisen.
Weißt du, Lobpreis ist so ein großer Schlüssel, um Wunder zu erleben. Besonders in schwere Zeiten, schwierige Zeiten. Wenn du einfach aufstehst, deinen Mund öffnest, ein Lobpreislied zu Gott steigen lässt oder einfach ihm sagst, loben ist einfach Gott zu sagen, wie mächtig er ist und ihn zu erinnern, was er alles schon getan hat. Das bewegt seine Hand und er kann immer noch wieder was tun für dich. Was du tun kannst, ist Gott in deine Situation einzuladen. Ich habe ihn eingeladen, wir haben gebetet und an dieser Stelle möchte ich auch mich bedanken bei allen, die uns im Gebet unterstützt haben. Hier denke ich an mit der Gebetsrunde, mit Anna. Ich danke unser pastorales Team in der FCG Wels und ich danke Schwester Katharina mit den Franziskanerinnen, weil sie haben uns unterstützt und jeder andere, der davon erfahren hat und mitgebetet hat. Danke dafür und Gott erhört Gebete. Gott ehrt Glauben. Das hat er getan. Und meine Schwester ist geheilt und sie ist am Montag, diese Woche, am Montag, 18. Mai, endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und sie ist zu Hause, es geht ihr gut. Und die zwei anderen genauso geht's gut. Gott hat Wiederherstellung geschenkt. Und er ist derselbe. Womit du jetzt in dieser Zeit zu kämpfen hast, weiß ich leider nicht, aber Gott weiß es. Mein Rat an dich oder ich möchte dich ermutigen, dasselbe zu tun. Vertraue auf den Herrn. Lade ihn ein in deine Situation hinein. Lade ihn ein, dass er mit dir geht. Er ist ein guter Freund. Er hat sich nicht verändert. Was er für die Menschen damals in Israel oder wo auf der ganzen Welt getan hat, was er für uns, für meine Familie getan hat, das und viel mehr kann er auch noch für dich tun. Vertraue auf den Herrn, lade ihn ein, dass er in deine Situation kommt und er wird sich verändern. Er wird sich ändern und er wird dir ein Wunder schenken. Er wird dir ein Zeugnis schenken, dass du seine Güte überall preisen kannst. Du wirst ihn hochloben. Gott ist gut. Danke, Herr. Ich kann mit dir beten, wenn du möchtest. Danke, Herr, dass du diese Person, meine Geschwister, siehst, die vor ihrem Bildschirm sitzen und dich gerne einladen in ihre Situationen, dass du dich bitte wieder auch mächtig erweist, so wie du für uns gemacht hast. Denn du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dir gebührt alles Lob, alles, was Preis ist und Anbetung. Wir geben dir das alles im Namen Jesu. Amen. Schönen Tag noch, schönen Abend, was auch immer, wann du mich anschaust. Gott ist da, er hat die Macht und er hat die Kontrolle über alles, wenn du ihm vertraust. Dankeschön, Gottes Segen. Sois loué le Dieu d'amour, tu es le seul que je connais, tu es le seul qui est capable de transformer la vie des hommes, tu es le seul qui est capable de guérir toute maladie, tu es le seul qui est capable de ressusciter même les morts. Oh, Éternel, sois loué. Sois loué le Dieu d'amour. Sei gepriesen, liebender Gott. Du bist der Einzige, den ich kenne, der Menschenleben verändern kann. Du bist der Einzige, den ich kenne, der jede Krankheit heilen kann. Du bist der Einzige, den ich kenne, der sogar Toten auferwecken kann. Sei gepriesen, oh Herr. So heißt es in diesem Leben. Ngaina kalukani nie, ibanda na yo,
basi nanga na miso na yo ata naleli nakozwa papa ozali nzambe wanga ozali nzambe ya ntango nyonso Éternel sois loué Éternel sois loué Éternel sois béni Éternel sois loué Éternel sois béni Makila na yo ya talo yango ezipaka ngai tongo pokwa ataba ini baye tukukamae kana yebi yo bateli ngai nakobanga banga tenkolo nakolela pe kolela te ozambe wanga kumisa manyo Éternel sois loué Éternel sois loué Éternel sois béni Éternel sois loué Éternel sois béni Shalom, shalom, bonjour, bonsoir mes bien-aimés. Votre maman Isabelle, je suis ravie d'être encore devant vous. Je rends toute la gloire au Seigneur Dieu qui a permis ceci pour que nous puissions encore un peu parler ensemble. Je suis là parce que j'ai un témoignage à faire. La parole me dit quiconque croit en l'Éternel ou se confie en l'Éternel, notre Dieu, ne sera jamais confondu ou confus. Mais par contre, il aura même un témoignage à donner. Je suis ici parce que je vais témoigner la grandeur, la bonté de Dieu, car il nous a fait tant de bien. Pour commencer, nous allons lire ensemble le psaume 9, chapitre 9, versets 2 et 3. Ici, il est écrit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je chanterai le nom de Dieu. Il est très haut pour ses merveilles. Il a fait des merveilles. Je l'avais promis, Seigneur, guéris ma sœur et je témoignerai. Oh, et partout où je passerai. Maintenant me voici devant vous. Car mes sœurs ont été atteintes de ce Covid-19. Il y a 3 de mes sœurs qui étaient atteintes. Et une d'entre elles, elle était sévèrement atteinte. Elle était très gravement malade. Elle a passé 2 mois à l'hôpital. Et pendant ces 2 mois, elle était 1 mois aux soins intensifs. Et dans ces 1 mois-là, elle était plus de 2 semaines mise en coma et avec beaucoup de complications qui pouvaient y avoir. Mais le Seigneur Dieu a fait grâce. Il a guéri comme il a guéri mes 2 autres sœurs aussi. Elles sont toutes en bonne santé. Ce que je veux partager avec toi, mon frère, ma sœur, c'est que quand il y a des situations difficiles, concentre-toi sur Dieu. Ne laisse pas les situations, ne laisse pas la situation où les difficultés qui se présentent t'empêcher de voir Dieu. Moi, j'ai eu une parole qui m'a été donnée, qui a alors œuvré comme fondation, comme un roc où je me tenais, ainsi que toute ma famille. Comme le Seigneur a dit, de lui faire confiance. Nous nous rappelons de l'apôtre Paul quand il était en route avec les autres voyageurs en route vers Rome. Ils ont eu des difficultés. Il leur a dit en Actes des Apôtres 27, verset 22, n'ayez pas peur. Quoi. Il ne faut pas lâcher. Tenez ferme, nous allons y arriver. Moi, c'était une parole comme ça qui m'a aidé à tenir ferme, qui m'a été donnée pendant qu'il y avait des soucis qui commençaient à monter dans la famille, dans notre groupe WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Une est entrée à l'hôpital il y a 2 jours, maintenant une autre. Il y avait la peur qui voulait monter et tout.
Et j'ai écrit là-bas, cette parole, je crois qu'elle me venait directement de l'Éternel, qu'elles seront comptées parmi les personnes qui auront survécu à cette maladie. Et c'est cette parole qui nous a aidés à tenir, moi et ma famille, mes enfants, mon mari. Chaque fois quand il y avait des nouvelles qui n'étaient pas bonnes, on disait, et puis qu'est-ce qu'il y a? Non, elles seront comptées parmi les vivants, les survivants. C'est ça ce qui nous a tenus en foi. Et le Seigneur honore la foi, il a honoré notre foi. En cet endroit, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière. Les équipes d'ici, de là, de loin. Le Seigneur est bon, il a exaucé nos prières. Il a guéri ma soeur, il a sorti, elle est bien, elle est debout, elle est dans sa maison, elle sait tout faire. C'est pour la gloire de Dieu que je suis ici. Je t'encourage, bien-aimé. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu passes pendant ce moment. Je ne sais pas quel est ce problème qui te dépasse, une maladie ou autre chose. Je t'encourage de faire confiance à Dieu. Nul ne s'est confié à l'Éternel a été confus. Confie-toi en lui. Lui, il va s'occuper de tout. Invite-le dans ta situation. Quand il arrive, il change tout. Je te donne une clé, comme on a lu ici. Je louerai, je chanterai. Chante à l'Éternel, loue-le. Dis-lui tous ses bienfaits, ce qu'il sait faire. Notre Dieu n'a pas changé. Tout ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait par exemple pour moi et ma famille, les mêmes choses et plus grandes que ça. Il peut les faire aussi pour toi. Fais-lui confiance. Regarde à lui, c'est lui qui peut tout changer et il te donnera aussi la victoire dans cette situation qui te tourmente. Dieu est bon. Fais-lui confiance, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ne baisse pas les bras, loue le Seigneur et reçois ton témoignage que toi aussi tu vas rendre à un moment opportun. Dieu est bon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je rends toute la gloire à Dieu qui a rendu ce moment possible, qui a guéri mes soeurs et ma soeur qui était gravement. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Je vous aime et on se retrouve à un autre moment. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.